Mein Name ist Samuli, ich bin in unserer Schule und bin momentan der Personaldirektor beim Hombach zu Bachtrien. Gern. Mein Schulparcours war nicht atypisch, wie man so kennt. Ich war bei einer Modulärsklasse, sogar in einer Klasse spezial, weil ich immens Probleme hatte mit dem Lesen und Schreiben. Und mein Parcours ist dann so, sind orientiert gegen auf eine Lehre. Und schon damals eine Lehre am CCM als Metzger gemacht. Und dann ist ich aber nicht abgehen, also ich weitergegangen auf den DAP als Metzler, dann auch die Meisterprüfung. Und das war ein Sprungbrett für mich auf die Uni, wo ich dann eben meinen Master gemacht habe in der Betriebswirtschaft. Und ich konnte auch den Posten als Personaldirektor überholen. Viel. Also ich meine, wenn man sein Ziel hat, immer auf die Uni zu gehen, ich meine, wenn man sein Ziel hat, immer mehr zu erreichen am Leben, wie nimmt man das klassisch, dann ist es natürlich schwer, wenn der Parcours von der Schule so ausgerichtet ist, dass es natürlich immer um die Leistung geht, die Leistung am Schreiben, die Leistung am Lesen, die Leistung am Rechnen. Aber wenn die Leistung natürlich nicht bringen kann, aufgrund von Einschränkungen, die selber vielleicht tut, muss ich das natürlich ganz viel strenger an den Weg. Und das habe ich gemerkt, das war für mich aber eine große Herausforderung, weil ich durch mich stark gehen und auch gelernt, alternativ Wege zu sichern, an die zu fallen. Ich war bei einer Seite vielleicht eine Erleichterung, weil ich wusste, dass ich nicht mehr dumm als wie die anderen, sondern dass es eine Einschränkung leid, die ich von Geburt an hatte. Es war ein Vierteil, dass ich konnte wissen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich machen, und dass natürlich verschiedene Instrumente, die vom Staat vorgesehen sind, für ihn zu unterstützen, dann noch konnte greifen. Das ist für mich war im Großen und Ganzen eine Erleichterung. Ja, für mich war natürlich eine Erleichterung, eine Diagnose zu wissen, was vielleicht die Kind anders machen in Zukunft, was die Kind besser machen, weil ich weiß, wo die Ursache liegt. Auf dem Weltbezogen war es noch ein bisschen schwer. Zu meiner Zeit war das Ganze nicht so unerkannt. Gewollt gesagt, streng dich mich und auch zum Beispiel bei meinen Großeltern war das ganz natürlich ein Begriff, den es schwer fällt, anzuerkennen. Das war für mich am Anfang ein Problem, weil ich natürlich wusste, was das ist, aber dadurch, dass die anderen Leute das unerkennen und auch der Weg mit einem gehen, war nicht immer so einfach. Mein Zukunftsplan, also ich mache momentan immens gerne das, was ich gerade mache als Personaldirektor. Ich habe einen immens guten Patron, der mir viel Freiheit lässt, wo ich auch immer viel Junker, die auch in der Ausbildung hole, weil ich immer ganz schön fand, dass ich auch da gesehen, wie sich die Jungleute entwickeln. Was mir im Herzen liegt, ist natürlich für das ganze Thema Inklusion, Verständnis, Gleichberechtigung, Mann und Frau, aber auch für Leute mit einem Handicap, sich anzusetzen. Und da will ich weiter aktiv sein. Ich meine schon verschiedene Posten angeholt, wo ich mich dafür aktiv einsetze, und da will ich aber noch weitermachen. Das ist mir wichtig, weil ich meine, kann nicht etwas bewegen, wenn das Betroffene selber darüber schwätzt und nicht, dass andere Leute, die nicht betroffen sind, für eine Decisionen holen. Ich fand es wichtig, dass die Betroffenen selber Decisionen für sich holen. Und da will ich mich ganz stark noch weiter dafür einsetzen. Ich denke, das ist wichtig, dass ich selber um sich lebt. Dass ich nicht einschränken lässt von den Meinungen von anderen Leuten. Es gibt für alles heutzutage Wege und auch Möglichkeiten. Das ist wichtig, dass ihr an Lösungen denkt und nicht an Fehler denkt. Dass ihr nicht seht, was bin ich für ein dummer Mensch, sondern seht, was bin ich für ein guter Mensch. Und ich meine, das ist wichtig, dass ihr seine Stärke selber kennt und die auch ersetzt. Weil, wie ich gesagt habe, ich habe eine Schwäche vielleicht mit der Dyslexie. Ich habe dafür oft stigmatisiert. Aber ich habe mich auf meiner anderen Seite mega stark gemacht. Ich finde mega groß Durchhaltevermögen. Ich denke mega Lesungen. Ich fand Wege, wo andere Leute drauf kommen. Und das muss ich sich bewusst sein und das muss ich noch verkaufen und bauen. Und so auf keinen Fall in der Butter lassen von den Leuten, die über die lachen oder die meinen, sie wären etwas Besseres, nur weil sie es besser können. Das ist wichtig und das ist manchmal den Tipp, den ich auch allen Leuten gebe. Geht von der Tontot her, geht selbstbewusst daran, thematisiert nicht so viel die Negativpunkte, geht auf die Positivpunkte an, aber lebt nicht selber.